Moja Kanner, heute machen wir bei Sikona Kids und heute machen wir Pissblumensirup. Dafür gehen wir noch Pissblumenkap plecken. Nachdem wir Pissblumen plecken waren, machen wir den Pissblumensirup. Dafür brauchen wir eine Zitrone, am besten eine Bio-Zitrone, Zucker, ich habe Brunnenzucker geholt, wir können doch weißen Zucker holen oder Birkenzucker und 1 Liter Wasser. Jetzt weiss ich erst, wie wir den Pissblumensirup machen. So, hier haben wir als Pissblumen. Für den Sirup machen wir 1 Liter Wasser dran. 1 Kilo Zucker, und den Saft von einer Zitrone. Los wir das ungefähr 10 bis 15 Minuten loskochen. So, jetzt haben wir das ungefähr eine Viertelstunde kochen gelassen. Jetzt lassen wir das über Nacht aufkühlen. Und dann, wenn wir über Nacht aufkühlen gelassen haben, machen wir, weiß ich nicht, wie wir den Pissblumensirup da fertig machen. So, das hat man ja über Nacht ziehen gelassen. Jetzt muss es noch aufgesiebt gehen und dann ist der Pissblumensirup schon fertig. Jetzt ist der Pissblumensirup fertig. Damit kann man aber noch Honig machen. Wenn ihr gerne Honig habt, lassen den einfach ein paar Minuten nach auf der Plaque kochen. Oma hat Pissblumensirup veganen Honig gemacht. Los schauen wir dieses noch ein Gläser an. Also Pissblumensirup und Honig ist fertig. Pissblumensirup kann ich ganz gut mit Wasser verdünnen mit einer Zitrone dran. Das ist ganz lecker. Und den Honig kann ich dann Tee machen oder auf die Schmier. Viel Spaß beim Ausprobieren. Adi! Schau dir den Kräuterwoche mit an und morgen am Quiz gucken wir, was dir verhalten wird.